Hi Leute, ich bin's wieder, eure Mr. Hey und willkommen zu einem neuen Star Talk Video. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute um Lena. Also wenn ihr jetzt noch dran seid, dann sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch, denn es gibt nämlich was zu gewinnen, nämlich ein Autogramm von Lena. Das ist nicht gefälscht oder so, das ist echt. Ich weiß nicht, das kann man jetzt schlecht sehen. Aber ich dachte mir, da ich 3 Autogramme habe, kann ich echt mal eins abgeben und das tue ich hiermit. Allerdings müsst ihr die 3 Fehler in diesem Video finden und mir die in die Kommentare schreiben. Und was ihr nicht vergessen dürft, ihr müsst mich wohl oder übel abonnieren, weil das soll nämlich eigentlich ein Gewinnspiel für meine Abonnenten sein. Also, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das, und wenn nicht, dann lasst es bleiben. Aber dann gibt es auch nichts zu gewinnen, ne? So ist das. So, und für alle, die nicht wissen, wer Lena ist, da würde ich sagen, hast du was verpasst in deinem Leben. 2009 hat sich Lena bei Unser Star für Oslo beworben und da hat sie dann noch 2010 gewonnen und dann ging es dann ruckzuck zum ESC nach Oslo. Was ein Zufall, weil es ja auch Unser Star für Oslo heißt, ne? Yay! Das wohl bekannteste und meistgespielte Lied von Lena ist, genau, Stardust. 2010 gewann sie dann in Oslo den Eurovision Song Contest, allerdings nicht mit dem Song Stardust, sondern mit Satellite. Mit sage und schreibe 246 Punkten. Daraufhin folgte ihr erstes Album My CD Player. Im Oktober 2010 kam dann der Animationsfilm Sammys Abenteuer in die Kinos, wo Lena der kleinen Schildkrötendame Shelly ihre Stimme lieh. 2011 war sie dann unter anderem in der Sesamstraße und bei Ladykracher zu sehen und brachte ihr zweites Album Good News raus und tourte zum ersten Mal durch Deutschland. Im Mai 2011 trat sie dann in Deutschland für Deutschland nochmal beim ESC an mit dem Song Taken by a Stranger und landete auf dem 10. Platz. 2012, da wo die Welt untergehen sollte, brachte Lena dann ihr drittes Album raus, nämlich Stardust und so weiter und so weiter. 2013 folgte dann ihre zweite Tour durch Deutschland, die No One Can Catch Us Tour. Und sie wurde Markenbotschafterin bei Maybelline Jade. Hast du die Fehler gefunden? Schreib's mir in die Kommentare. Wenn du das Autogramm von Lena gewinnen willst, So, das war eine kleine Musikeinlage von mir. Ich hoffe, eure Ohren tun jetzt nicht ganz so weh. Und wenn ja, dann tut's mir leid. Ihr hättet die Lautsprecher ja nicht so weit aufdrehen müssen. Ich wurde von 2 Abonnenten gefragt, was ich so von Lena halte, und ja, das könnt ihr euch ja jetzt sicher denken, was ich von ihr halte. Also ich finde Lena ganz cool und ich war auch schon auf 2 Konzerten von ihr und ich muss wirklich sagen, es lohnt sich wirklich. Also wenn ihr jemanden live sehen wollt, dann geht zum Lena-Konzert, also da kann man echt nichts falsch machen. Auch wenn ich finde, dass Lena sich ein bisschen verändert hat und ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich mich da erstmal dran gewöhnen musste, ist sie trotzdem noch vollkommen in Ordnung. So, das war's auch schon wieder von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich auch noch abonnieren. Und ja, bis zum 25.08. habt ihr Zeit, mir die Fehler in die Kommentare zu schreiben. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, der 25.08., das ist doch ein Montag. Ja, ich werde jetzt ab sofort immer montags um 15 Uhr ein Video hochladen, weil ich finde, das passt mir besser.
von der Arbeit hier und allem drum und dran. Auf jeden Fall merkt euch das. Jeden Montag um 15 Uhr ein neues Video. Und ich sag schon mal Tschüss.